Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktik Fox. Leute, das ist das Format, wo ich euch meine Startaufstellung zeige und meine Einschätzung zum Spiel gebe. Ja, natürlich zum Champions League-Spiel bei Atalanta Bergamo. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, dann hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, und damit gehen wir rein. So, ich habe mal schnell ein paar Statistiken noch rausgekramt hier. Vorsicht, wird hell, bevor ich ein bisschen was zum Gegner sage, wie ich das so sehe. Werfen wir mal einen kleinen Blick auf Atalanta und die Champions League. Ja. Eigentlich interessieren uns ja erstmal nur die Heimspiele, die sie gespielt haben. Das war 2:1 gegen Club Brügge zu Hause, 0:0 gegen Slavia Prag, 2:1 gegen Chelsea zu Hause gewonnen, 3:2 gegen Atletico verloren zu Hause. Ja, und dann das 4:1 gegen Dortmund. Auswärts braucht man eigentlich gar nicht gucken. Da gab es mal abgesehen von dem 1:0 bei Olympique Marseille nur aufs Maul. Ja, das ist Atletico Madrid in der Champions League. Also schon ein bisschen überraschend, dass die jetzt in der K.O.-Runde sind, aber es gibt natürlich keine leichten Gegner in der K.O.-Runde, aber ich denke, übermäßige Angst muss man jetzt nicht versprühen, wenn der Gegner Atalanta Bergamo ist. Ja. Also wenn wir unsere PS auf dem Rasen bekommen, ja, dann sollte auch ein Sieg bei Bergamo möglich sein. Die letzten beiden Spiele haben sie jeweils unentschieden gespielt. Natürlich darf man den ganzen Bums nicht unterschätzen, so, ja. Ich meine, 4:1 gegen Dortmund, du musst Dortmund auch erstmal 4:1 schlagen. Also, dass da eine gewisse Qualität ist, sieht man natürlich, aber ja, wie ich schon sagte, ne, man muss das jetzt auch nicht übermäßig stark reden. Also, wir sind der klare Favorit in diesem Duell und das sollten wir auch zeigen und das sollten wir auch im ersten Spiel schon zeigen und da erst gar keine wilden Sachen aufkommen lassen fürs Rückspiel. Ähm, ja, wie gesagt, auswärts hat Atalanta jetzt auch noch nicht wirklich viel gerissen, also aber wie gesagt, man sollte den Bums schon im Hinspiel klar machen, einfach die Leistung bringen, zu der wir imstande sind und dann sollte da auch ein Sieg bei rausspringen können. Wenn es am Ende nur ein Punkt ist, dann ist es so. Aber dann schnuppert natürlich der Gegner nochmal Morgenluft, ist ja auch klar. In einem Spiel ist immer alles möglich, so, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber von daher Vollgas rein und den Bums im Hinspiel klar machen. Das ist die Devise. Ähm, Wie der Gegner auftreten wird, ich habe keine Ahnung. Ja, ich kann jetzt so die italienischen Klischees aufzählen. Ich weiß nicht, ob Atalanta so spielt oder nicht. Ähm, Wenn sie die italienischen Klischees erfüllen und wenn sie es hinbekommen, defensiv stabil zu stehen, schnell umzuschalten, dann tun wir uns schwer. Hat man die erste Halbzeit in Dortmund gesehen, wenn das eine Mannschaft durchzieht, könnte das interessant werden, wenn sie anfangen und denken, ja, wir spielen zu Hause, wir spielen mal mit gegen den FC Bayern. Dann wird der Schuss wohl eher nach hinten losgehen. Aber wie wir sie, ja, am Ende des Tages ist es Champions League, am Ende des Tages ist es K.O.-Runde. Hast du eine schlechte Tagesform, hat der Gegner eine gute Tagesform, kriegst du 'n klares Ergebnis gegen dich, dann ist es natürlich schwierig im Rückspiel und alles ist möglich, so, ja. Also, man muss nicht übermütig sein, aber auf der anderen Seite, muss man auch klar sagen, die Ambition, die wir haben in der Champions League, dann darf Atalanta Bergamo kein Stolperstein sein, ja. Und damit gehen wir rein in die Aufstellung. Ja, Tor sollte klar sein, ja. Wer hätte das nur gedacht? Ich jetzt nicht. Wild. Bisschen Kontext für die, die vielleicht jetzt einfach hier so reinzappen. Ich habe das schon, weiß ich nicht, vor 6 Wochen ein Video dazu gemacht zu dieser Torwart-Thematik und ja, dass es jetzt schon so früh passiert, wie es gerade passiert, ist natürlich wild, aber ja, gibt mir halt wieder mal nur recht. Gut, Innenverteidigung sollte klar sein. Tah und Opa, das Beste, muss spielen, wobei ich gerade sagen muss, Minji hat ein super starkes Spiel gemacht, ja? Also, ich hätte gar keine Kopfschmerzen, einen von beiden durch Minjay zu ersetzen. So gar nicht. So absolut null, ja?
Also, wenn da einer auch nur ansatzweise ein bisschen Wehwehchen hat oder keine gute Tagesform hat, let's go, Minje rein, Feuer frei, ja? Also, das war ein sehr, sehr starkes letztes Spiel, was er gemacht hat. Gut, Außenverteidigerposition, ja, ich hoffe, dass Danny fit ist. Dann natürlich ist Danny rechts gesetzt, überragende Form gerade, hat jetzt auch Pause gehabt. Linke Seite Conny Leimer. Ich meine, im Notfall kannst du die beiden auch drehen, ne? Alles andere steht nicht zur Verfügung, ja? Ich weiß nicht, wie weit Davis ist. I don't know. Weiß auch nicht, wie es mit Ito aussieht. Weiß ich nicht. Aber selbst wenn einer von beiden einsatzfähig wäre das meine Startelf definitiv, ja. Ansonsten, ich mache mal als Alternative Guerrero hier auf die linke Seite. Ist ja wurscht, der kann auch auf beiden Seiten spielen, auch wenn er das ewig lange bei uns nicht gespielt hat. Ansonsten haben wir natürlich noch Tom Bischoff, der diese Posi gespielt hat, sowohl links wie auch rechts. Von daher mache ich ihn mal hier rein, dass er eine Alternative in der Zentrale ist gerade sehr unwahrscheinlich. Ich würde es ihm mal wünschen, aber ja. Man fängt natürlich jetzt nicht an, würde ich auch nicht tun, im K.O.-Spiel der Champions League zu sagen: „Komm, ich mache jetzt die Experimente und stelle Tom Bischoff in die Zentrale.“ Also, definitiv nein. Gut, in der Zentrale, ja, der König, stelle ich auf, wobei man auch 'n Leon bringen könnte für Kimmich. Ähm, Leon hat auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz würde ich Pavlo und Josh bringen. Hm, aber auch hier dasselbe, wie es hier galt. Wenn da einer ein bisschen Wehwehchen hat, hätte ich da im Moment gar keine Kopfschmerzen zu sagen: „Ey, man schmeißt 'n Leon da rein.“ Ne? Er hat gut harmoniert mit Josh, hat seinen Stiefel durchgezogen, hat aber auch letztes Mal ganz gut mit Pavlovic harmoniert. Pavlo ist gerade sowieso der Stärkste in der Zentrale, würde ich behaupten, jetzt auf unser Spielgeschehen gesehen. Und ja, auch da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, ja. Ich würde anfangen mit Kimmich, Pavlo. Wie gesagt, Tagesform weiß ich nicht, muss der Trainer sehen und dann ich hätte kein Problem damit, auch 'n Leon aufzustellen in der Startelf. Gut, vorne ist der Bums relativ klar. Ich habe gelesen, Harry Kane war im Abschlusstraining dabei. Also hoffe ich, dass alles gut ist. Wenn dem so ist, natürlich Harry Kane vorne. Wenn dem nicht so ist, natürlich Jackson vorne drinne. Rechte Seite, ja, ein ausgeruhter Michael sollte Bock haben. Linke Seite Luis Diaz. Ähm, Jetzt kommen wir natürlich zur zentralen Posi. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Ganz ehrlich, ich würde den Move machen. Lenny hat mir gut gefallen im letzten Spiel, war sehr agil, auch wenn er zwischenzeitlich mal ein bisschen abgetaucht war. Ähm, War für mich schon der auffälligste von denen, die man auf dieser Posi zur Alternative hat. Wir hätten jetzt Musiala oder Serge Gnabry für die Zehnerposition. Oder ich stelle 'n Olise auf die Zehnerposition und Lennart Karl nach rechts. Ähm, Wichtig ist, dass Olise der zentrale Mann ist. Das kann man natürlich mal tauschen, ja, zwischendrin, aber bisher war es immer so, dass Lennart K. sich mit Harry Kane sehr, sehr schwer getan hat. Ähm, So würde ich den Bums aufstellen. Serge, ich weiß nicht, ja, du kannst den Serge sehr wahrscheinlich bringen, so. Ich fühle ihn in den letzten Spielen nicht wirklich, auch wenn er immer mal wieder eine Torbeteiligung sammelt, aber ansonsten siehst du ihn 60 Minuten lang nicht auf dem Feld. Wird sehr wahrscheinlich auch nicht umsonst auf der Bank gesessen haben im letzten Spiel. Und Lenny hat es wirklich stark gemacht. Ich würde so anfangen. Wenn das natürlich alles nicht so gut klappt, kannst du ja auch jederzeit wieder 'n Michael rüberziehen und 'n Musiala oder 'n Serge Gnabry einwechseln, ja. Ähm, ja, dann haben wir auf jeden Fall Alternativen. Ich mache jetzt einfach mal, ist ja wurscht, wo ich sie hinsetze. Obwohl ich sehe Serge eigentlich auf der rechten Seite noch am stärksten, wenn er spielt. Ähm, Mache Musiala mal in die Mitte. Und ansonsten haben wir auf der linken Seite den einen oder anderen jungen Wilden sehr wahrscheinlich dabei. Aber sogar ein Jackson könnte ja auf der Seite agieren, ne? Also, das traue ich ihm auch schon zu. Also,
Genauso wie Tom Bischoff, genauso wie 'n Guerrero auf der Zehnerposition. Das ist wir haben natürlich ein paar Alternativen, wo ein Spieler mehrere Positionen bekleiden kann. Ja, die Startaufstellung wird so wahrscheinlich nicht passieren. Ich gehe davon aus, die Viererkette wird schon so kommen. Vielleicht sind die beiden Außenverteidiger vertauscht. Kimmich, Pavlo wird wahrscheinlich auch so kommen, denke ich. Ähm, Ich gehe aber davon aus, dass ein Olisa auf der Seite geht und dass ein Serge Gnabry in die Zehnerposition rückt. Ich glaube nicht, dass es ein Vini schon Musiala jetzt von Anfang an reinwirft in der Champions League. Ähm, Vielleicht hat Musiala ein bisschen Oberwasser jetzt bekommen durch das Tor so, ja. Das tat ihm mit Sicherheit gut. Man sieht natürlich zu wenig jetzt so von außen, wenn man dieses Training sehen würde und so, dann würde man vielleicht sagen, ja, ich würde auch 'n Musiala reinschmeißen, aber ich kann nur das mitnehmen, was ich in den letzten Spielen gesehen habe und da würde ich erstmal so anfangen, ein bisschen die Unbekümmertheit von Lennart Kahl mit reinnehmen. Ähm, ja, er müsste natürlich so den einen oder anderen Mal vielleicht das Risiko ein bisschen runterschrauben, ja. Aber ich denke, selbst 'n Lennart Kahl ist noch stärker in der Rückwärtsbewegung, wie's 'n Serge Gnabry ist, ne? Deswegen auch die Wahl auf Lenny. Musiala hat in der Rückwärtsbewegung auch 'n No-Brainer, ja, auch er macht die Wege mit nach hinten, auch mehr wie Serge Gnabry. Von daher würde ich auch noch eher Musiala sehen. Also, wenn Musiala die Form hat, wenn er die Frische hat, wenn er den Spirit hat im Training, dann würde ich mit Musiala auf der Zehnerposition anfangen und Olise auf der rechten Außenbahn und würde dann, Lenny später einwechseln. Aber das weiß ich nicht und von daher würde ich den Bums jetzt erstmal so dahinstellen. Gut, Leute, ich wünsche uns allen ein super duper Spiel. Ich hoffe, die PK kommt heute nicht so spät. Ansonsten weiß ich nicht, inwieweit ich sie euch noch direkt liefern kann. Ansonsten wird vielleicht nur die Trainergeschichte sein, je nachdem, welcher Spieler da ist. Das ist ja meistens eh immer ein bisschen uninteressanter. Ähm, Wir schauen einfach mal. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin eine gute Woche. Ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche und natürlich ein super Spiel gegen Atalanta in der Champions League, Alter. Ich habe Bock. Champions League. Let's go. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.